Weiter geht's, Freunde. Und ja, hier bei 1800, der silberne Käfig. Ich weiß ja nicht. Es sieht nicht so schön aus wie gehofft, sag ich jetzt mal. Wir haben hier einiges noch zu regeln. Silbererz steigt, schön. Problem ist nur, er kann Silberproduktion momentan noch nichts machen. Weil die Anzahl Obreras fällt. Aber man kann es irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie beschleunigen oder optimieren oder so. So, ich muss das Teil jetzt mal weg, weil ich muss das hier oben jetzt irgendwie mal ein bisschen optimieren, sage ich jetzt mal. Okay, 82 ist natürlich noch nicht ganz optimal. Obwohl, warte mal. Ah, Mist, das ist ein bisschen besser gebaut. Kann das direkt hier hinsetzen. Aber gut, momentan ist eigentlich noch egal. Nächsten Monsum wäre es vielleicht wichtig, wa? Kann es auch hier hinbauen. Ich überlege gerade, wir haben natürlich jetzt hier gesammelt Regenwasser 6, beziehungsweise nur 6. Dann natürlich jetzt nicht so viel. Wenn ich den jetzt hier wieder kappe, beziehungsweise den hier, weil ich mir denke, sage, hey, der ist für später. Dann vielleicht sogar hier oben mal temporär noch einen hinbaue. Wäre es trotzdem noch zu viel, Alter. Na, das ist echt übel, wenn man so sagen darf. Ja, habe hier sowieso nicht viel mehr drin, also. Hier wäre es was anderes. Ich glaube, hier habe ich eben 16 drin. Aber wenn ich hier wieder unterbreche und nur so mache. Das sind ernsthaft 78 Felder, die ich hier bewirtschaften wollte. Das ist auch krass. So, eben hier spielt es keine Rolle, weil ich eh kaum was drin habe. So, jetzt wird es wohl reichen. Wenn ich die jetzt baue. Und dann sage Gewürze, weil ich es fürs Fischgericht brauche. Hey, ganz ehrlich, 2 solche Reservoire, damit das funktioniert. Und das nur temporär, weil sobald wir da auf Monsum zurückgehen, muss ich eigentlich wieder umstellen. Und der baut einfach direkt hier unten schon mal einen hin. Was ist das Wasserreservat? Also das können wir vielleicht theoretisch lassen, das will ich hier eigentlich ungern belassen. Also ein bisschen krank ist es schon, wie viel man braucht. Willst du uns zuschauen? Problem ist jetzt natürlich mit den Ziegeln. Ich brauche auch unten wieder ein paar Ziegeln, so wieder ein paar zu wenig Einwohner. Ah, das ist einfach alles nur Kacke.
Zielfehl, wa? Mhm. Ich trinke meinen Kaffee später. Oje, oje, oje. So, also in der Gewürzfarm, genau, da war ja was, Verbrauchsgüter. Für die Fischsuppe brauchen wir eben eine Fischsuppenküche, 2 Gewürzfarmen, eine Fischerei. Okay. Soll dir hier vielleicht mal ein bisschen zulegen, dem Einziehen. Dann kann ich den hier noch bauen. Und dann geht es um die Fischsuppenküche, da brauche ich wesentlich mehr Obreras wieder. Super. Du, 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 du. Das ist eigentlich auch reichen hier drüben. Ich glaube so mehr oder weniger, oder? Angehalten. Ja, das wundert mich weniger. Du, du, du. So, kann ich den noch, da noch einen hinbauen. So. Die Dinger sind ja generell größer, wa? Dann baue ich hier draußen hin. So, aber nur um schon mal ein bisschen was zu planen. Genau, nachher mit der Fischsuppe dann. Das heißt, ich kann den schon mal ausbauen. Wir könnten zum Vorbild werden. Das muss ich so oder so, weil ich eine gewisse Anzahl Einwohner brauche. Dann schon für die Fischsuppe. Du, 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 du. Gut, die Dinge will eigentlich eher alle an einem Ort haben, wenn es irgendwie geht. Huch! Da ist er schon. Natürlich, kommen Sie zu uns. So, hier die Phase. Die Bauphase dauert ein bisschen, das wissen wir. Ich habe doch schon alle Volkslieder gespielt, die ich kenne. Habe ich auch schon mal was von wem gehört, dem das gar nicht richtig bringt, hier eine Hacienda zu bauen und so. Aber ganz ehrlich, ich finde, ja, man kann natürlich darüber streiten. Die Häuser sind natürlich größer als die hier. Da würden auch mehr Leute beinhalten. Hier mit Schnaps noch und Fischsuppe. Was für ein großartiges Ja. Leben. Das muss man alles erstmal irgendwie machen. Wobei Chili-Sauce brauche ich hier auch den Schnaps dafür nicht. Interessant. Da werden wir hier den Kaffee dann noch. Okay. Ganz kurz die Bilanz gucken. Rum haben wir aktuell gar keine Versorgung mehr. Natürlich auch sehr interessant und gar nicht praktisch, vor allem wenn die Nachfrage so groß ist. Ich gar nicht richtig verstehe, warum nicht? Nur ein paar Arbeiter fehlen? Ernsthaft jetzt? Oh.
Mist. Ich habe die Entscheidung verpasst, Freunde. Ah. Auf Anordnung von König Joao, dem Dritten Und von vorne. seiner hochwohlgeborenen königlichen Majestät, Herrscher... Nicht, dass sowas könnte ein bisschen entspannter werden, aber scheiß drauf, ganz ehrlich. Ja, ich glaube, Gold kriegen wir nicht mehr hin, Freunde. Weil derzeit alles noch hinzukriegen, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Versteht ihr, ich spiele das zum ersten Mal, also... Da hätte man irgendwie auch ein bisschen entspannter machen können. Bis zum nächsten Sommer an. Arbeitspenseneffekte minus 50. Ja, super. Erledigt. Kleiner Aufstand und wo? Mal sehen, ob du ohne uns klarkommst. Wow. Kaum sage ich was, schon machen sie es. Ganz schön krass. So, also. Hatten wir jetzt mal in der letzten Folge mal so versucht zu machen. Dann noch irgendwie ein bisschen versuchen. Obwohl nicht ganz bis hier unten hin war. Ja, vielleicht reicht er trotzdem schon. Oh, Schwein gehabt. Es reicht trotzdem schon. Du. Ja, wobei, hier wäre es nicht auf fruchtbarem Boden, wa? Aber scheint trotzdem zu klappen. Moment. Ich den hier jetzt so belasse, aber mir vielleicht sage, hier unten mache ich es dann vielleicht anders. Das haben wir vorhin irgendwie auch kurz diskutiert. Nein, ein paar fehlen, weiß nicht, 100% auf fruchtbarem Boden. Aber scheiß drauf. Aber dann vielleicht sage, okay, nochmal ein Reservoir. Auch wenn es verdammt viele Dinge kostet. So. Er weiß aber mal passiert. Jetzt müssen wir wieder umgekehrt machen, also aktivieren. Den Effekt noch drauf, okay. Die mal so, wie wir es schon mal hatten. So, die zum Beispiel hier drin jetzt. Jo, kein Ding, Alter. Für das bin ich ja der Chefe. Genau, so wollte ich es eigentlich machen. Eben, mal schauen, ob das mit der Hacienda, mit den Modulen dort vielleicht doch besser funktioniert als mit dem normalen. Oder ob es gar nichts bringt.
So, warte mal, wir haben da jetzt mehr Leute drin. Dann machen wir mal den noch. Der kommt leider erst später zum Zuge. Dafür haben wir jetzt hier wieder alle Gebäude aktiviert. Hier drüben ebenfalls. Setz dich lieber in den Schatten. Ich meine Segelwerft noch. Sägewerk noch deaktivieren, auch nur damit wir nachher wieder genug Holz für die Rumbrennerei haben. So, jetzt braucht hier natürlich wesentlich mehr Arbeiter. Genau, jetzt lasse ich das Reservoir hier mal bleiben, weil auch hier noch ein bisschen was gesammelt habe. Und hier auch, wenn man das Ganze nachher doch irgendwie noch verbinden könnte. Idealerweise. So. Es fehlen hier zwar ein paar Felder, mit denen muss ich momentan noch klarkommen. Aktiviere ich den mal noch. Fischsuppenküche. Da fehlen noch ein paar Einwohner. Je mehr, desto besser. Die Fischsuppenküche selber ist eigentlich billig. Na, Siener Gewürzsam ist teurer als eine Fischsuppenküche. Okay, gut. Lass ich mal so stehen. So. Wenn ich hier dann hoffentlich wesentlich mehr Einwohner kriege, müsste das dann auch funktionieren. Ich muss halt langsam mal mich um die Produktion hier kümmern. Nur, was nicht so teuer wird, das Ganze. Es dauert halt einfach Ewigkeiten. So. Ein paar Ziegel mehr braucht es noch. Die kann ich zur Not hier schnell holen. Der letzte bleibt. Wir sind alle nur willfährige Diener unserer Herren. Naja, Schnauze. So. Der Monsun kommt ja auch bald wieder, beziehungsweise der Sommer endet bald wieder. It's summertime! So ungefähr. Den bauen wir momentan noch nicht. Da muss ich noch kurz abwarten. Gesamte Arbeiterkraft, hey. Sag mal, fucking 300 Obrero und hier sogar 600 Brauer Silbermünzen. Ja, Freunde, ich glaube, das wird auf Bronze abgeschlossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es irgendwie schneller hinkriegen. Ich weiß ja gar nicht irgendwie, wie das gehen sollte. Also, wie ist es so optimalerweise? Weil das Problem ist halt, wenn ich jetzt ohne die Fischsuppe gemacht hätte, bräuchte ich ja trotzdem wesentlich mehr Rum und Tortillas. Weil sonst habe ich ja quasi auch nur 7 Obreros drin. Ich meine, es geht auch, aber das kann ich ja nie auf dem grünen 2, das würde ja Ewigkeiten dauern. Nur 7? 19, warte mal. Jornaleros tun mir leid. Ja, 19. Die armen Kerle werden niemals wahren Fortschritt erleben. Ja, hier dauert es noch viel zu lange. Wenn ich echt nur 19 pro Haus kriege, puh. Die Straße wegnehmen will ich eigentlich auch nicht. Da unten. Hier wäre es vielleicht eine Option. Jetzt haben wir den Monsun. Hier wollte ich eigentlich noch nicht hin.
So. Aber Silbererz hätten wir eigentlich mittlerweile genug. Also da wird es relativ gut laufen. Ich finde es auch kacke, dass das irgendwie nichts bringt jetzt hier. Ist jetzt bitte nur 64? Hey, willst du uns verarschen? Eigentlich muss es mehr werden statt weniger. Ja, irgendwie finde ich das sehr, sehr anstrengend, Leute. Dass ich jedes Reservoir so mühsam herstellen muss und nachher mit gesammelten Regenwasser und so. Dass das nicht irgendwie besser geht, dass man das irgendwie optimieren kann. Da ist irgendwie so... Also es geht ja schon, aber dafür auf Kosten von anderen Dingen. Irgendwie auch keinen Bock habe. Ja, und jetzt hat das Problem mit dem Rum wieder, wa? Das ist das, was ich schon mal erwähnt hatte. Wesentlich mehr Rumverbrauch, weil ich mehr Einwohner habe und durch den Side-Effekt quasi. Trotzdem gleichzeitig mehr Tortillas. Wir haben die ganze Nacht gesungen. Eine Produktion wurde angehalten. Okay, tut mir leid, es geht nicht anders. Ich habe sonst keine Chance, es zu ändern. Ich hoffe nur, dass es nicht schlimmer wird. Alter. Und trotzdem Tortillas noch so minus. Alter. Dafür ist wieder zu viel rum, dankeschön. Ja, warum jetzt eigentlich das mit den Tortillas? Ich meine, ich habe jetzt nicht unbedingt irgendwie mehr Ziegen oder mehr Mais im Lager. Was kann ich für dich tun? Da haben wir jetzt gesehen, das geht ja auch ohne fruchtbaren Boden. Aber halt die Maisplantage nicht. Wir können es theoretisch auch machen. Ja. Ich weiß einen Freund, irgendwie, das ist einfach, das irgendwie... Nee. Nee. Ich habe doch jetzt schon ein Sägewerk schon deaktiviert habe. Das ist irgendwie nicht so mein Szenario, weiß auch nicht. Am Anfang fing es irgendwie cool an, aber jetzt der verdammte Zeitdruck, der macht mir das Ganze irgendwie zunichte. Und vor allem, dass ich überall halt so ein Quatsch Wasser brauche. Also, wir können schon mal darauf gefasst machen, In der Zeit der Aussaat gegenseitig Gefälligkeiten. dass ich auch irgendwie keinen Bock mehr habe, hier auf Silber und auf Gold zu plädieren. Gold wird zwar cool, aber wenn ich halt Lieferungen nicht alle abschließen kann, ist halt Quatsch. Also von dem her. Schade. Was Zeit der Aussaat? Wenn ich es selber machen könnte, würde ich nicht fragen. Okay. Wo soll ich die jetzt finden? Wir halten Oh, der scheiß Abstand schon wieder. Felder brauchen Wasser. Ja, 10 bringt auch nicht viel. Ich lebe halt. Sogar mein Alpaka José streikt bald. So, hoffen wir, dass das was bringt. Ah, okay, so sind die alles verteilt. Tortilla-Bäckerei. Mhm. Wäre natürlich cool, noch eine weitere zu haben, aber
wird wohl nicht so schnell möglich sein, Freunde. Mann, da sind Waren überall abgelegt, ganz ehrlich. Überall kreuz und quer verteilt. Das ist ein feiner Zugriff. Ich weiß, deswegen bin ich ja auch der Chefe. Wir alle müssen uns einmal für eine Seite entscheiden. So, also das hätten wir. Jetzt gibt es noch ein paar Ziegelsteine mehr dazu. Dann müsste das eigentlich funktionieren, oder? Okay, hol grad die Waren. Uns einmal für eine Seite entscheiden. Dann hätten wir das schon mal. Okay, der kommt natürlich auch bald. Aber wir können aber momentan noch nichts machen, da wir noch zu wenig Obrera haben. Also sag bei den Obrera tatsächlich, komm, ich scheiße auf den Rum. Der bringt natürlich generell sowieso nur 2 Obrera ein, ne? Vielleicht war das der Fehler. Ich hätte mich mehr auf Tortillas und Fischsuppe konzentrieren sollen. Und auch hier zum Beispiel sagen, komm, weißt du was, scheiß auf den anderen, da er sowieso zu wenig Einwohner bringt. Tortillas hat das Problem, das brauchen auch die anderen. Das braucht nicht nur für die Obrera, sondern auch für die anderen Dinggruppen. Dafür ist Fischsuppe aktuell noch gut im Rennen. Ja, und bauen wir es halt um, wa? Das heißt, den Ruhm sperren wir. Aktuell einmal, weil es gar nichts bringt. Da gibt es zwar auch schon Alero 2 Stück pro Haus dazu, das darf man auch nicht unterschätzen. Hier bringt halt mehr, aber bei einem Journalero kann man sich eh fragen, ob ich generell darauf verzichten soll. Wenn ich bei ihnen jetzt hier sperre, ist bei denen auch gesperrt? Nee, war. Kann das von ihnen separat... Ah, nee, doch nicht. Seltsam. So, Silberbahn haben wir endlich. Was? Ich habe Arbeit zu erledigen. Ja, nee, ist klar. Hätten wir das in der Zeit schaffen sollen, Freunde. Ey, die Entwickler spinnen doch. Die haben doch nicht mehr alle Tasten im Schrank. Koksofen, ja, so sehen sie aus. Ich glaube, ich werde das Szenario den erst abbrechen, weil es mir zu stressig wird. Das ist doch echt, wer kann noch so eine Schnapsidee? Warum braucht er Silberbarren? Warum lässt sich nicht irgendwie auf Silbererz nochmal ein? Da hätten wir gar kein Problem, das zu liefern. Ja, alleine schon das noch zu machen, ein freies Küstenstück, okay. Abwasserung in 4 Minuten, was? Also 2 von denen wird eine Silbererzmine. Funktioniert für aber Ammoniaklager, aber durch 2 Stück. Und natürlich Salpeterwerk, Ammoniakanlage. Alles bei den Obreras. Obreros von mir aus. Kokosofen oder Koksofen, ich sage immer Kokosofen. Silberschmelzhütte. 2. Produktionszyklus 2 Minuten. Ja, nee, ist klar. Okay. Nee, also werden sie ein bisschen ausprobieren und so, also weiterhin noch in der nächsten Folge. Aber kann ich mal jetzt ein bisschen, sag jetzt mal auf, also nicht gerade, doch vorwarnen, das würde ich sagen. Ein bisschen vorwarnen, dass das, glaube ich, nicht mehr lange gut gehen wird. Weil wer auf die Schnapsidee kam, ganz ehrlich. Das ist ja Stress pur.
Oh Mann. Ja gut, mit diesen Worten und Folge wie Chili, würde ich mal sagen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Part. Dann kriegen wir erstmal auf die Mütze und gucken mal, ob er sich irgendwie mit was anderem noch zufrieden gibt. Oder wir irgendwie die Frist aufschieben können oder was auch immer. Oh Mann. Bis dahin, bye bye.